Hey, ciao zusammen, René hier. Es ist Wahlsonntag daheim in der Schweiz. Und ja, wie ich jetzt gerade gesehen habe, sieht es aus, als hätten wir also eine 13. AV-Rente in Zukunft. Da werden wir hier in Amerika natürlich in nichts nachstehen. Und darum haben ja wir das Wochenende eine Wahl hier in Kalifornien. Und ich dachte, ich zeige Ihnen kurz, was hier so zur Abstimmung steht. Und ja, ich versuche eigentlich immer zu wählen, weil ich denke, das könnte so ein bisschen wie eine Pflicht, oder ich schaue das ein bisschen wie eine Pflicht an. Schliesslich haben ja ein paar von unseren Vorfahren auch Geringen müssen herhaben und haben Geringen eingeschlagen bekommen, für das, was sie dann zumal für das Recht gekämpft haben. Das Mühsame ist halt dann immer ein bisschen herauszufinden, ja, was man jetzt denn da soll wählen. Es braucht halt da manchmal ein bisschen Bütze, bis man da eine eigene Meinung hat, aber ja, geschieht nichts Schlimmeres. Ja, ich wollte jetzt hier mal mein Wahlkuvert auftun und dann ja, sehe ich mal, ja, was sie von mir wollen. Und ich denke mal, können wir kurz zusammen machen. Geht nicht lang. Ich hole schnell das Wahlkuvert. Moment. So, hier ist das Ding. Ein anständiger Brieföffner, anständiger Schnitzer. Miriam bringt die Gänge aus der Schweiz. Ich glaube, das ist ein Zilis, dass man etwa durch Mürk und Brot anständig abschneiden kann. Ja, jetzt schauen wir da mal. Das Abstimmungskuvert sollte ich auch nicht fortschießen. Das tun wir hierher. Da den Beschrieb brauchen wir etwa nicht mehr. Ja, das sind Vertreter von unserem District hier. Also, das wäre so wie gemeindemässig. Wenn sie da noch einen Richter gewählt haben, dann geht es weiter mit dem County immer noch. Auch wieder Gerichtszeug. Da hat es verschiedene Richter, die in den einzelnen Richtersälen da den Vorstand haben. Der hier haben wir, das wäre wie eine Kantonsvorlage da. Da wollen sie wieder mal ein bisschen mehr Geld. Da wollen sie 6,38 Billionen Geld aufnehmen wegen Homeless und Zeug und Sachen. United States Senator, da hat noch ein Senator, okay, ja. Oh, Adam Schiff, schau mal, da tauchen Namen auf, die man schon mal streichen kann, denke ich. Und dann kehren wir das Blatt auch noch um. Und das ist immer noch wegen dem Senator da. Ja, wie gesagt, da muss ich mich jetzt ein bisschen dort tun. Und da bei diesen Richtern habe ich natürlich keine Ahnung, wer da wie was für eine Einstellung hat oder wer das ist. Lasst mich das mal machen da meine Rundümmeli und dann ja, schauen wir weiter, wie das geht. So, ich habe meine Kreuzchen gemacht. Also Kreuzchen. Man muss da so Rundümmeli ausmalen. Und das habe ich jetzt für alles gemacht da. Und ja, jetzt kann ich das gehen lassen. Das Mal habe ich ein bisschen beschissen, indem ich jetzt nicht jeden Namen selber habe, nachher recherchiert, sondern es gibt da so Webseiten, die heissen Voters Guide. Habe ich mir jetzt einfach die gepickt, wo ich das Gefühl habe, ja, die sind auf der gleichen Linie und habe dann die Empfehlungen übernommen. Und ja, jetzt noch ins Kuvert tun und dann das Zeug runterlassen, dann haben wir das so erledigt. Also ja, von dem her nichts kompliziert, erledigt, abgehäkelt, tipptopp. Es ist Sonntagabend, knapp vor der 6 und ich bin hier in Pomona und komme jetzt, muss jetzt hier einer Frau, Miriam, helfen, den Stand zusammen räumen. Sie importiert und vertreibt Shoulderbags. Und jetzt war die Publikumsmesse heute. Und ja, jetzt kann ich noch mal helfen zusammenräumen. Jetzt muss ich da ein bisschen schauen, wenn ich da hinten komme. So, gehen wir schauen. Wie es geschaut wird. Wie sieht es aus in diesem Stand? Ja, aber du bist weit gekommen, du. Ja, da kann man einladen. Oh, ist schon fast leer. Ha. Ja, du bist parat, hä? Ja, also, fangen wir an. Mit einladen. Fährt der Bügel an, hä?
ist sehr, sehr ruhig während es. Ja. Viel zu wenig Leute. Sonst die Leute wären gut gewesen, sind eigentlich kauffreudig gewesen, aber einfach eben viel zu wenig Leute. Viel zu wenig Leute. Aber einen Massagestil hat sie gehabt. Das wäre schon für $9.000. Nein. Der letzte da. Ja. Nein, kann nicht. Aber ist natürlich. Oh, sieht aus wie ein Raumschiff. Ist das so schlimm, wie die aber. Nein, kann nicht. Ja. Carol, ciao, bye Carol, take care. Bye. Thank you too. Ja, so läuft es da. Halt gleich auch nicht mehr ganz so gut sagen, die anderen Aussteller mal, dass man halt schon merkt, dass alles ist teurer geworden, auch hier hinten. Die Leute haben weniger Geld und ja, da ist einfach weniger Kohle für solche Sachen, weil sie müssten zum Parkieren $20 zahlen, dann irgendwie $15 oder $18 Eintritt für so eine Publikumsmesse. Seit dem 2023, Sommer ist auch noch gut gegangen, ab Herbst 2023 ist es halt schon einfach deutlich weniger. Jetzt bin ich gespannt mit ihr zu reden. Ja, was die anderen Aussteller noch sagen, das ist auch noch spannend. Aber ja, dann gehen die da so Freitag, Samstag, Sonntag, sind so 3-Tagesmesse. Bei uns wäre es Olma oder eben OH im Bernbiet. Aber halt hier nur 3 Tage. Hier gibt es keine 10-Tagesmesse in dem Sinn. Es gibt County Fairs, die gehen einen Monat. Das ist aber mehr wie so ein Merit, einfach so ein grosser Merit. Und ja, da gehen aber die Leute wegen dem Fressen, ich bin gerade ehrlich, und nicht gross wegen sonst Zeug kaufen. Schauen wir noch den Ausgang suchen hier in dieser Halle. Und der andere da, das war ein Chemieunfall. Der andere hat ja Hazmat-Suit an. Nein, den kann ich nicht mehr. Ich muss schauen. Nein, ich kann nicht mehr. So etwa eine Stunde gesagt, gibt es mir an. Und zum Glück ist, ich glaube, ich muss gar nicht in die Kamera reden, ich bin so feister. Etwa eine Stunde und zum Glück ist Sonntag, dann geht es vom Verkehr runter. Sonst hat man jetzt hier noch lange Feierabendverkehr und es würde ja anschiessen. Also, jetzt gehen wir heim ausladen. Ich würde sagen, das war es für heute. Merci fürs Reinschauen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.